Leif Kammer, Leif alle Guten. Zur Zeit kriegen wir manches Oberleucht, was wir uns selber nicht Gesicht tun. Dir, Leif Kammer, alone ist die Schule von daheim aus, und noch mehr Großes so manches, wo wir damit eins gehen müssen. Sie hat das durch den Coronavirus als Nebenwirkungen, sie hat das durch andere Ereignisse aus dem Leben. Hier und da hat ich just nach die Flamme. Es geht gut nicht mehr. Strut gezählt, sogar manche von unseren starken Jungen, die hätten gekrascht, weil das vom Homeschooling gesund ging. Es geht nicht mehr. Die Flamme. Die wird auch der Job, von dem diese Sonntag die erste Lesung an der Masse schwätzt. Den ist an einer bald aussichtsloser Lage. Vielleicht, wenn manch Patron an dieser Corona-Krise oder die Familie aus einem von unseren Dörfern, die eine ganz grausame Nachricht kriegt. Ursprünglich wurde Job ein Mann an einer guten Situation, wie man zuletzt sagen, kann er, die gut gerodet waren, Reichtum, und er war auch ganz religiös. Das hat dem Widersacher nicht gefallen. Der Job ist doch nicht mehr so fromm, weil es ihm gut geht, so sehten. Und da erzählt dann das Weisheitserzählung aus dem Alten Testament, du lässt den Herrgott es so, dass der Job alles geholt kriegt. Alles bis auf sein Leben. Ob ein ganz batter Erder weiß, muss hier spüren, wie sehr einem können, sein Liebsten an sein Reichtum geholt gehen. Du geht nicht mehr. Hier wird definitiv Flamme. Ja, du begegnen uns an dem Bibeltext wieder von einem Mann, den aus seinem Leben just nach für einem riesengroßen Kopf von Schirble steht. Ist nichts Kriegsdienst des Menschen Leben oder mir frei übersagt, sind wir da wirklich just nach Kanonenfutter? Ein Last, die sich selber nicht sicher gegangen ist, den aber nur nicht mehr lasket. Schweres, was den Oberleucht krüt wird, was den nicht aufgehen kann. Wie das geht es uns, geht es Menschen, die wir kennen, geht es auch Unbekannter ähnlich wie dem Job. Und hier vergleicht sich mit einem schlecht bezahlten, ausgebeuteten Dolehner. Die Existenz so voller Ungerechtigkeiten, die ich verging, mein Leben nur noch ein Hauch. Der Job geseit just nach Schwarz. Nie mehr schaut mein Auge Glück. Mit Flammen und mit Sorgen gucken auch haut viele Menschen an Zukunft. Und ehrlich, es fährten auch, wer danach alles auf uns durchkommen kann. Und wie viel wird uns halt? Wovon wir Geborgenheit an all dem Schweren, was wir erleben können. Und du machst mir auch gerade viel Gedanken im Eheschleifkammer, Leif Jungfern. Wo könnt ihr Halt und Zuversicht fangen an dem aktuellen Schlamassel, an allem, was noch kommen kann? Als Christen wissen wir, es gibt einen, den uns versteht, der Jesus. Aus dem 1. Kapitel vom Markus Evangelium hören wir, wie hier immer nächst bei Menschen kennt, die am Leben leiden, und er will sie abrichten, und er will doch, dass wir aus unserer Lächernis können abstehen, wie demals die Schweiermann von Simon, dem späteren Petrus, der von ihrem Fieber geheilt wird, wie die krank
die bei ihr kommen waren, a gesund goufen, wie die von Dämonen besiegt waren, a befreit goufen. Dämonen, ja, das ist tatsächlich auch Macht vom Bösen. Aber wir sehen ja momentan, wie auch das Böse uns Welt ein gut Zusammenleben a viele Menschen futtern möchte. Und gerade das will der Jesus aus unserer Welt, aus unserem Leben heraustreiben. Demals, wie der Markus sein Evangelium geschrieben hat, waren medizinisch und psychologischer Kenntnisse noch nicht die wir haben. Und dafür gehen wir dem Bild vom Dämon oder von der Besessenheit auch Symptome an der Bibel beschrieben von psychischen Krankheiten. Und wir kennen den Dämon von der Depression, vom Burnout, von der riesengroßen Angst, von der Sorge. Der Jesus, so schreibt uns der Markus, er riecht Menschen ab, er schenkt Leben. In der Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Das ist nicht bloß ein Nebensatz aus unserem Sonntagsevangelium. Der Jesus, er wirkt durch Kraft vom Gebet, durch Kraft von seiner Verbindung mit Gott, dem Pap. Und diese Verbindung, sie ist halt mehr wie je wichtig. Und noch ohne Gebet keine Kirche. Am Gebet und an den verschiedensten Formen von Gebet, ob das als Massfeier, als der Rosenkranz, Bibel lesen, Feier von den Sakramenten, du willst den Herrgott uns sein Leben spüren lassen. Du können wir uns von ihm abrichten lassen. Guckt, wann der Markus von der Schweiermam schreibt, wie die geheilt Ginas an Dono hinnen gedingt wird, dann ist das kein biblisches Fundament für irgendeinen Machismus, mit das seht uns, was wir geschenkt kriegen, als für weiterzugehen. Wir können denen Halt geben, die es schwer am Leben haben. Und wir können auch ihr schläft Kamera jung beweisen, wo der Kraft von der Kind, wo vieles wegbricht. Gucken wir mal nach hier, ob der Job, den hadert mit Gott. Und wir dürfen auch mit dem Herrgott hadern, ihm unsere Misere kloen und sagen, Gott, der Toten ist nicht an der Reihe. Tomatan bist du mich fertig. Eva, wenn der Buch Hiob ein Jahr liest und ich schon nicht merkt, da sieht der Job behält sein Glauben und zum Schluss wendet sich sein Schicksal zum Guten. Mit all dem, was wir heute erleben, es wird wohl kaum direkt geschehen. Nichtsdestotrotz dürfen wir überhoffen, alles geht gut. Weil wir damals, die Schweiermann von Simon, so wollte Jesus auch das, was heute näher leid, an alles das, was sonst noch an der Welt krank ist oder unter der Emprise von dem Schlechten steht, abrichten und heilen. Er möchte doch mit unseren Händen, mit unseren Herzen, da wo wir für den anderen da sind, auch beim Homeschooling, wenn ich krank ist, wenn ich am Schomach ist, wenn ich sonst Misere will. Und wir können das am Gebet dem Herrgott gehen, weil da sind wir mit mir allein. Und so gehen wir abgerichtet, und so können andere durch uns abgerichtet gehen. Amen.